unangenehme Fragen beantworten mit Nati und Maelo. Maelo, wer ist das? Das ist der da hier, sehr sympathischer Typ. Och nee, du! Moin, 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 herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem besten Kanal von der Schweiz. Heute ein unglaubliches Format. Ich, Nati und der Maelo. Wieso lachen? Ach, wo hat der das Foto her? Das gibt's doch nicht, Mann. Ja, Chat, alle nur mir am Auslachen. Es fuckt mich ab. Von wo findet der das Zeug jedes Mal? Ja, der Esel nennt sich immer zuerst. Wir tun heute unabhängig von Ja, lässig bin ich unterwegs gewesen, auf jeden Fall. die unangenehmsten Fragen beantworten. Es ist unglaublich. Und für die Homo sapiens, die sich jetzt fragen, hey Adi, das Format hat ja der Papa Platte schon gemacht. Das ist komplett richtig, der Papa Platte hat das Format zuerst gemacht. Kuss geht aus an Papa Platte, obwohl ich den nicht kenne. Das ist ja mega cringe dann. Let's go. Hallo Wie findet ihr die Papa Platte? Papa Platte, Who? zusammen. Vielen Dank, dass ihr als Influencer verkleideten Hartz-IV-Empfänger euch Zeit für dieses Video nehmt. Hey, Digga. Abfahrt. Hey, sehen die aus wie ein Hartz-IV-Empfänger? Ja, okay, meine Frisur, aber hey, kann das Mobbing mal aufhören? Immer nur Mobbing hier. Frage 1. Hast du schon mal ein Placement angenommen? Ich sehe nicht aus wie ein Hartz-IV-Empfänger. Lass mich doch mal sein. Ich komme jedes Mal gemobbt. Wegen dem Geld? Ja, safe. Ich bin ehrlich, klar hat das Geld sicher auch schon eine Rolle gespielt, aber ich würde jetzt nie irgendwie einfach eine Kooperation annehmen, wo ich hinter einem Produkt oder hinter einer Firma oder irgendwas nicht dahinter stehen könnte. Nice. Da würde ich einfach nicht irgendwie ein gutes Gefühl haben. Ich glaube, gerade wenn man so klein ist, noch nicht so viele Abonnenten hat, ich rede jetzt so von 500 bis 1000 Abonnenten auf YouTube, dann gibt es so Anfragen von so Firmen, die so 1000 Leute anschreiben und das Produkt ist jetzt nicht übel geil, aber es sind halt irgendwie 200 Stutz drin und ich würde sagen, jeder nimmt seine erste Anfrage meistens an, weil es ist auch so crazy, dass man eine Anfrage bekommt und irgendwie Geld mit dem verdienen kann. Mache ich heute nicht mehr, weil ich kann heute ein bisschen auswählen, was ich nehme. Das ist noch cool, aber früher safe. Ich glaube schon. Der Adi, Weird Flex, Digga. Wirklich Weird Champ Flex, Mann. Ich nehme heute nicht mehr alles an, ich habe genug Krallen. Ich glaube schon, aber bei mir war es so gewesen, dass ich es nicht angenommen habe, nur wegen dem Geld, sondern weil ich das Produkt dahinter auch gut gefunden habe. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, das ist das beste Produkt ever. Also mir fällt jetzt speziell eine ein, wo ich wirklich einfach so gesagt habe, yo, die bezahlen einfach gut und darum nehme ich die. Ja, weil mir ist grundsätzlich immer noch am wichtigsten das Produkt, dass ich das einfach selber vielleicht auch konsumieren, dass ich es einfach nice finde, was die machen, kann dahinter stehen. Weil in der Schweiz verdient man nicht genug mit YouTube, von dem her muss man jeden Scheiß mitmachen. Das kennst du doch am besten, Adi, oder? Frage 2. Aber stimmt doch! Wenn einfach jeder Scheiß mitmacht, jeder Gugus macht da mit, dann der Adi. Wie oft hast du schon nach jemandem Berühmten auf eine FSK 18 Internetseite gesucht? Hey Chat, habt ihr schon mal nach jemandem auf einer Porno-Seite gesucht, nach einer bekannten Person, Chat? Bitte. Nein. Milo jeden Tag. Hey, Digga. Oh shit! Och nee, Dude! Ich muss ja eigentlich nur die Zahl sagen, oder? Einmal, zweimal. Ich muss da nicht mehr dazu sagen, oder? Wenn dir noch nie ein Schauspieler, ein Musiker oder vielleicht sogar ein YouTuber sind googeln, Nein, ich glaube nicht. auf Das habe einer ich gesehen. FSK 18 Seite, dann weiss ich nicht, was mit euch nicht Also das habe ich glaube noch nie. Also habe ich gesehen, ich hoffe. stimmt. Es ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, ich kann nicht mal aufzählen, wie viel ich das schon gemacht habe. Oh mein Gott! Das ein oder andere Mal in meiner Ja, nein! Digga! Was habe ich von einem Kurzzeitgedächtnis? Das kann doch nicht sein, dass ich das schon vergessen habe. Gemacht. Ich schaue sehr oft eine Serie oder einen Film und finde halt die eine Darstellerin körperlich attraktiv und gehe dann mal auf Pornhub schauen, ob die da drauf ist. Aber jetzt mittlerweile. Mittlerweile mache ich das wirklich nicht mehr. Also ja, das jetzt schon x Jahre lang, wüsste nicht, wenn ich das gemacht hätte. Darum von meiner Seite, ja, ich habe das schon gemacht und auch mehr als einmal. Frage 3. Ich nicht. Also wirklich, ich mache so nicht mehr. Mache ich nicht mehr. Hast du schon mal ein Video mit jemandem gefilmt, obwohl du gar keine Lust hattest? Meistens filme ich eigentlich nur Videos mit Leuten, die ich wirklich Lust habe. Das ist noch nice. Aber, ja, es hat mal ein Video gegeben und das ist noch nicht mehr so lange her. Grüße gehen aus an Stucki. Ja, es hat sicher auch schon gegeben. Als YouTuber ist es halt manchmal so,
dass du Nee. einfach nicht so mega in Mut bist vielleicht manchmal. Ja. Ja, voll. Und meistens ist es vielleicht auch so ein bisschen, gerade wenn du das erste Mal mit jemandem ein Video machst, gut, dann ist es nicht ein Anschiss, dann habe ich vielleicht eher so ein bisschen mehr Angst, dass es vielleicht so ein bisschen unangenehm werden könnte, wenn ihr wisst, was ich meine. Nein, tatsächlich nicht. Das ist bei mir wahrscheinlich relativ außergewöhnlich, sage ich mal. Ich habe noch nie mit jemandem ein Video gedreht, wo ich keinen Bock drauf gegeben habe. Keine Ahnung, man kennt mir vielleicht auch in der Szene untereinander so aus einer, wo meistens sagt, kein Bock, extra das und das zu machen. Ich habe noch nie ein Video gemacht mit jemandem, wo ich keinen Bock gegeben habe. Der Stucki, ich, True, habe ich aber noch nie gemacht, wirklich nicht. der Marc, die Nati und der Can haben abgemacht zum Silvester feiern. Zu Basel beim Stucki daheim. Ich habe schon, glaube ich, 1-2 Bierchen Intus gehabt und habe gedacht, das wird ein nices Fest. Dann komme ich zum Stucki ins Zimmer rein und dort ist einfach ein ganzes YouTube-Set aufgestellt. Es ist jetzt nicht gezwungen gewesen, es ist jetzt auch nicht mega schlimm gewesen. Ich habe so, sagen wir so 80% Lust gehabt, um das Video zu filmen, aber im Nachhinein ist es lustig gewesen und ich glaube, man hat im Video auch gar nicht gemerkt, dass ich angetrunken gewesen bin. Don't drink and film, Leute. Frage 4. Hattest du schon mal Telefonsex oder per Videocall? Nee. Digga, Telefonsex ist wirklich auch etwas, das kann ich nicht nachvollziehen. Wieso sollte man nackte oder nackt... nein, das ist nicht Telefonsex, Digga. Wieso sollte man das machen? Per Telefon und nicht so ins Telefon hinstöhnen, Digga. Was soll das? Das ist schon scheiße so. Hey, Baby. Ich bin gerade da. Wie geht's dir? Hey, mir geht's gut, ich berühre mich gerade da und da, Digga. Das ist doch geil. Ey, Digga. Nee. What the fuck, dude? Aber das war ja übel weird, aber nee, habe ich noch nie gehabt. Telefonsex! Nein, das habe ich noch nie gehabt. No Telefonsex. Ich finde das auch nicht geil. Also, irgendwie so am Telefon. Das ist doch nichts so, das ist von mir nur unangenehm und cringe-mäßig. Nein, Telefonsex, da sehe ich mich nicht drin. Nein. Telefonsex, wirklich cringe. Stellt euch vor. Nee, komm. Tatsächlich noch nie. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm. Also, ich weiß nicht, ich stelle mir das super cringe vor, wenn du am Telefon bist. Hey, Babe. Oh mein Gott, das finde ich finde das so... nein, das wäre irgendwie... Wenn ich eine Freundin hätte und die in der Ferien wäre, dann würde ich es vielleicht haben, aber ich habe das noch nie gehabt, stelle mir das weird vor. Frage 5. Da hat Für was jemand. gibst du am meisten Geld aus? Am meisten Geld wahrscheinlich, ich weiß es jetzt nicht haargenau, aber wahrscheinlich am meisten Geld für Food. Digga, hier und da mal etwas Geiles fressen. Da sehe ich mich schon drin. Als Schweizer Influencer hat man ja grundsätzlich Ja, aber sag ich dir ehrlich, ich gebe am meisten Geld für Essen aus, oder? einfach mal kein Geld. Ja, fuck, dude. Okay, wieso kommt die Frage? Es ist ein bisschen scheiße, dass die Frage genau jetzt so kommt. Ich habe mir gerade gestern oben vom 12-Stunden-Stream, den wir gemacht haben, habe ich mir den PC und Bildschirm gekauft und das hat insgesamt 4'000 Franken gekostet und ich habe in den letzten paar Jahren für nichts 4'000 Franken ausgegeben. Aber wenn man das jetzt mal weglässt, würde ich sagen, so im Leben allgemein gebe ich schon recht viel Geld für Essen aus. Ich gehe zu viel in den Mac. Essen. Oh mein Gott, Essen. Ey, ganz schlimm. Weißt du, ich könnte im Gimmi, ich könnte jeden Tag etwas von daheim mitnehmen, aber ich mache es nicht, weil einfach... Keine Ahnung warum. Es ist einfach Lidl, ich habe einen Lidl, ich habe Mensa und irgendwie ist alles einfach nice und das Schlimmste ist halt, ich friss jeden Tag Buenos und es ist einfach... Ja, ich glaube, Essen ist wirklich mit Abstand am meisten. Essen, wirklich das Beste. Frage 6. Wie oft in der Woche bist du auf einer Internetseite, welche für Kinder nicht zugelassen ist? Nicht mehr. Was sind das für Fragen, Adi? Ey! Oh mein Nicht mehr. Gott, Adrian! Momentan bin ich FSK 18 Seiten free. Wirklich? Also momentan habe ich nicht so wirklich ein Interesse darauf zu gehen. Ich habe eine Freundin und ja, momentan habe ich nicht unbedingt Bock darauf, sage ich nicht ganz ehrlich. Aber früher ist mir da schon das ein oder andere Mal pro Woche drin geslidet. Will ich ja keine Freundin haben? Was? Ey, wieso kommt hier nur ein Kappa im Chat? Ich bin doch alle am Arsch lecken. Ich bin einfach mal ehrlich mit euch. Hier macht die Kamera sogar näher. Ich bin ehrlich mit euch. Und ihr macht diesen. Ihr macht einfach Kappa. Ich bin. Bei mir läuft gut. Viele von euch mittlerweile wissen, weil ich das ja absolut in jedem Video irgendwie muss sagen. Es ist ja normal, wenn man Single ist. Oder ist es schlimm? Ist das schlimm? Ich glaube nicht. Ich sage jetzt mal, lieb gesagt, jeden zweiten Tag. Ja, das kommt natürlich... Lieb gesagt, der Adi ist so ein Geier, Mann. Der Adi ist so ein Geier. Das ist Wahnsinn. Ich hab Bock auf einen Freund, Digga. Aber alle, die ich kennt und
mit mir wollen, sind immer beschäftigt und wenn sie Zeit haben, bin ich beschäftigt. Oha. Vielleicht wünscht jemand im Chat Kappa. Ich sehr auf die Woche drauf an, ob man Ferien hat oder ob man viel zu tun hat oder ob, ja, keine Ahnung, wie Lust man hat. Aber ja, keine Ahnung, ich würde jetzt vielleicht so sagen zwischen 0 bis 5 Mal. Mann, Alter. Nati, die ist auf der Pyrner-Seite, Mann. Nati, die gönnt. Jetzt sage ich einfach schon wieder zu viel Scheiße. Die wissen alles über mich. Wieso mache ich das überhaupt? Wieso mache ich das? Frage 7. Würdest du dein erstes Mal anschauen, wenn es gefilmt worden wäre? Oh shit. Twitch-User sind immer Single. Ja, aber hey. Ja, okay, ist die. Also, die Frage ist, würdet ihr euer das erste Mal sehen, wenn es aufgenommen wäre gekommen? Ich muss sagen, ich bin mit meinem ersten Mal eigentlich recht zufrieden gewesen. Und mein erstes Mal ist, glaube ich, auch eines der besten Mal gewesen, weil man hat vielleicht ein bisschen getrunken gehabt. Darum ist es eigentlich nicht schlecht gewesen. Ich glaube, ich würde mir das reinziehen. Ja, ich glaube schon. Mein erstes Mal, ich glaube, ich würde das nochmal sehen. Wieso würde ich das nochmal sehen? Ich glaube, bei mir war es eine relativ schöne Sache gewesen und mal so ein Video zu sehen von dem. Natürlich nicht veröffentlichen unbedingt, da sehe ich mich nicht so drin. Nur hinter der Paywall bei OnlyFans kaputt. Irgendwie ja, also es ist mega dumm, ich will es nicht machen aus dem Grund, weil Ich lache von mir selber! Digga! Ja, das stimmt doch! mich jetzt irgendwie wie ich es jetzt geil finde, sondern einfach weil es mich wundern würde. Weil ich bin so ein Mensch, ich habe mega gerne so ein bisschen die Erinnerungen und schreibe gerne in der Erinnerung. Ich würde mega gerne zum Beispiel so einen Film von meinem Leben anschauen und alle meine Erinnerungen so ein bisschen refreshen. Darum würde ich es eher so ein bisschen machen, aber jetzt nicht im Sinne von, weil es mich jetzt wieder aufgeilen. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich glaube, ich will es machen. Ich finde es super spannend. Also im Nachhinein würde ich es wahrscheinlich bereuen, aber ich glaube, ich habe schon recht gut performt. So. An die dabei war, ist es nice gewesen, schreibt es mal in den Kommentaren. Oh mein Gott. Würde mich wundern. Ja. Ja, ich würde es mal einziehen, aber nicht, weil dass es unbedingt öffentlich ist. Das ist etwas von mir, privat. Frage 8. Wenn du einen Kanton der Schweiz löschen musst, welcher wäre es und wieso? Oh mein Gott, der Kanton löschen. An alle Zürcher, die jetzt denken, Welcher Kanton würdet ihr löschen, Chat? ich nehme Zürich, weil ich Basel bin, ist nicht so. Ich mache immer Witze über Zürich, aber ohne Scheiß Zürich und ich. Wir sind diesen da. So der Kanton Watt ist schon recht unnötig. Also wenn man da Shoutouts an alle, die aus Watt kommen. Aber das ist schon recht unnötig. Ich glaube, ich würde zwischen dem Kanton Watt und dem Zürich, Kanton alle Zürich. Schaffhausen hin und her schwenken. Ja, nein, ich mache mir nur Feinde. Egal was sie sagen, man macht sich jetzt nur Feinde. Das ist so kotzartig, die Frage, du Sollhund. Ja, also gut, nee, komm. Okay. Ich glaube, es ist der jüngste Kanton, wo mit mir absolut nichts am Hut hat. Und ich würde sagen, es ist einfach der Kanton Jura. Ja, wahrscheinlich einer, der mich jetzt null jucken. Ja, wirklich, Jura. Chat, ihr schreibt alle Zürich, St. Gallen, Schaffhausen. Ja, Schaffhausen eigentlich auch. Schaffhausen, scheiß auf Schaffhausen. Ich will jetzt niemanden angreifen, aber zum Beispiel so Kanton Jura, das bringt mir jetzt nicht viel da. Also es ist Jura eigentlich irgendwie so ein bisschen... Egal, der juckt mir jetzt irgendwie nicht so, ich habe nicht so viel mit dem zu tun. Der ist irgendwo auf der anderen Seite der Welt und darum, ja, keine Ahnung. Wer ist Jura? Wo ist Jura? Nee, also Jura, raus. Es gibt nichts in Watt, was so mega wichtig ist für die Schweiz, und es gibt nichts in Schaffhausen, was so mega wichtig ist für die Schweiz. Also die Rheinfalten können jetzt auch die Deutschen haben. Kanton Watt, die sind gelöscht. Verpisst euch. Frage 9. Gibt es einen Schweizer Influencer, dem du Freundlichkeit vorheuchelst, obwohl du ihn nicht magst? Oh shit. Oh shit. Ja. Oh mein Gott, ja. Ich bin ein Mensch, wo... Ich bin nicht so straight zu Leuten. Also ich bin nicht so ein Mensch, der zu Leuten sagt, hey, du bist ein Spaß. Also wenn mich gerade etwas aufregt, bin ich nicht... Der Nati macht das bei mir. Scheiße. Da bin ich schon traurig. Also der so direktes Feedback gibt. Ich fühle auch Beefs nicht in der YouTube-Szene allgemein. Also zum Zuschauen schon, aber so selber will ich es jetzt gar nicht fühlen. Ich bin auch nicht gut im Diskutieren und ich glaube, das ist also der Grund, wieso ich zu so Leuten einfach lieber mal lieb bin, als dass ich irgendwie ihnen sage, was für Spaß das sind. Dann bin ich halt lieber ein bisschen lieber, als ich eigentlich wäre, wenn man das versteht, was ich meine. Ja, ich kann auch schon... Ja, ich glaube, ich sage besser nichts dazu. Peace out an dich raus. Aber ja, ich habe auch schon meine Erfahrungen gemacht. Am Ende des Tages muss man sich auch nicht mit allen gut haben und darum finde ich das eigentlich easy.
wenn man es nicht mit allen gut hat, aber man muss ihnen eigentlich gerade sagen, dass sie die grössten Spasten sind. Nein, bei mir tatsächlich überhaupt nicht. Also ich habe nie jemanden um ihn gesehen, ich finde dem Zeugs geil oder dem Sachen geil, die er macht oder ihn eine geile Person, obwohl er absolut scheiß Content macht. Es gibt viel Müll in der Schweiz, meiner Meinung nach. Zum Beispiel der Meiler schreibt da drin. Aber es gibt wirklich viel Müll in der Schweiz. Es gibt viel Müll in der Schweiz. Zum Beispiel der Adi. Und diesen Leuten tun ja nicht irgendwie Freundlichkeit vorgaukeln. Das war's, ihr Pisser. Vielen Dank für die Antworten und jetzt geht wieder auf TikTok und schaut euch Tanzvideos von Charli D'Amelio an. Ich gehe jetzt in die Sauna und zähle nebenbei meine Milliarden. Milliarden! Adi, du kannst ja nicht einmal den Friseur leisten. Gut. Wisst ihr, was mein geheimes Talent ist? Opern singen. Halt mal. Ich hab Risse in meinem Handy. Danke vielmals fürs Schauen, liebe Leute. Lasst unter keinen Umständen eine positive Bewertung für das Video da und verpisst euch. Da sehe ich mich schon drin. Nochmal. Hier und da etwas Geiles essen. Nein. Nochmal. Hier und da etwas Geiles essen. Mua. Nee. Beste. Nochmal. Ey! Digga! Wieso schneidet der das drin? Der Sohn, Mann! Der Sieg, Nochmal! Nochmal! Wieso hat er das drin geschnitten?